Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal reacten wir auf die Vorstellung von Michael Olise und dem Pressetalk vor SSV Ulm. Ich denke, ich werde das cutten. Also wir machen erst den ersten Teil der PK, die Vorstellung von Michael Olise und dann den zweiten Teil zum Pressetalk. Weil ich denke, da wird Vincent Kompany kommen und deswegen werde ich da 2 Videos rausmachen. Also gehen wir rein in den Bums und starten mit der Vorstellung von Michael Olise. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und damit Abfahrt. Der FC Bayern freut sich sehr, heute eine weitere Neuverpflichtung vorstellen zu können. Michael Olise ist jetzt Teil des FC Bayern und in dieser Woche zu uns getroffen. Und da freut sich natürlich auch der Sportvorstand Max Eberl ganz besonders. Max, apropos, da gibt es noch was anderes zu freuen. Ja, es gibt ja eine Silbermedaille. Unfortunately just silver, but in football silver is better than gold. So, congratulations for the silver medal. Thank you very much. Cross the finger a lot because the German team was not in. Gratulation zur Silbermedaille. Alles Gute. Gelegenheit für ein Foto. So grüne Neune. Hat er richtig Bock drauf, glaube ich, oder? Hat er richtig Bock drauf. FCB. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich meine, Olympia ist immer ein bisschen was anderes, aber keine Ahnung. Stellt euch vor, ihr sitzt in der PK und dann kommt jemand rein und überreicht euch eine Torte mit herzlichen Glückwunsch, weil ihr Zweiter geworden sind im UEFA Champions League Finale. Ich meine, ihr seid in der Champions League Zweiter geworden. Weiß ich nicht. Ich meine, ja, Olympia ist immer was anderes, Teilnahme, bla bla bla. Weiß ich nicht. Wenn ich sein Gesicht sehe, ja, ich glaube, das sagt alles aus, oder? Ja. Okay. Sehr gut. Thanks for coming. No, you too. Okay, ja. Let's start, Bild. Michael. Welcome in Munich. Fangen wir an. Michael, willkommen in München. Wie war deine Ankunft und wie sind deine ersten Eindrücke von der Mannschaft, von den Spielern? Ja, soweit war alles sehr gut. Ich habe mich willkommen gefühlt. Der Trainer ist gut. Gut hier, okay. Max, Michael ist ein absoluter Wunschtransfer. Was können wir von ihm erwarten? Ja, Leute, erstmal sorry, ne? Ich habe schon die Lautstärke hier im OBS bis auf Anschlag. Ich habe die Lautstärke auf YouTube auf Anschlag. Ich weiß nicht, warum das so leise ist beim FC Bayern gerade. Ja, Michael ist, jetzt hat er gerade im Olympiaturnier nochmal gezeigt, was für eine Qualität er hat. Er hat letztes Jahr keine einfache Situation gehabt, weil er eben 2 Verletzungen hatte, hat trotzdem dann in der Zeit gezeigt, was er kann und was er davor schon gezeigt hat. Also jetzt in knapp 200 Pflichtspielen, eine Premier League und ein Championship und Freundschaftsspielen. Fast 100 Torbeteiligungen und mit 22 Jahren, er hat einen Weg gegangen über große Leistungszentren, dann über Reading, über Crystal Palace, sich jetzt zu Bayern München gespielt und ist einfach ein unfassbar kreativer Spieler, eine unglaubliche Schlaunis, sehr guter linker Fuß, kann sowohl über den Flügel spielen, aber auch im Zentrum spielen, also gibt uns sehr viel Variabilität. Ein Spieler, der uns sehr viel Freude machen wird. Klingt super, genau richtig bei uns. Ja, starten wir mit den Fragen bitte jetzt. Alles über die Verpflichtung von Michael Olise auch an Max. Die anderen Themen können wir dann in der nachfolgenden Pressekonferenz auch mit Vincent Kompany besprechen. Okay. Ja, die anderen Themen. Jetzt kommen natürlich erstmal 20.000 Fragen zu Goretzka und jetzt ist ja ein neuer Außen da, muss dann noch ein Gnabry gehen und bla und so. Wie sieht es mit Alphonso Davies aus? Ist gut. Okay, ist das ein Deal? Dann bitte starten so. In der Mitte, glaube ich, dann, ja. Vincent Kompany, du hast schon. Vincent Kompany, jo. Ja. Mikrofon kommt. Hello Michael, kind welcome to FC Bayern. Willkommen Michael beim FC Bayern. Was gefällt Ihnen in der Offensive am besten? Flanken geben, Vorlagen geben oder wollen Sie selbst Tore erzielen? Whatever, both. Beides. Beides, okay.
Ja, nicht viel gesprochen, da kommt es auf den Punkt. Nächste Frage bitte. Der magst du ja, wie er stolz ist, oder? Hier vorne, Mark Gabel für RTL. Ja, da muss man auch nicht lange rumeiern, ne? Das war eine klare Frage, kriegst du eine klare Antwort. Wenn er sagt beides, ist es beides. Ja. Wenn die Zahlen stimmen, die jetzt so ein bisschen kolportiert werden, sind sie ja, Stand jetzt zumindest der teuerste Einkauf, den der FC Bayern getätigt hat in dieser Saison. Ist das eine besondere Drucksituation und wie geht man damit um als Spieler? For me, I don't really look at the price tag and stuff like that. Ich schaue nicht auf die Schlagzeilen oder Preise oder Ähnliches. Das ist nicht wichtig. Der Verein will, dass ich hier einen Job erledige und ich bin hier, um das zu machen. Ja, perfekte Antwort. Wenn ich damit anfängst auseinanderzusetzen, dann bist du Banane im Kopf bei den Summen, die Fußball aktuell über den Tisch gehen. Ne? Dann, ja, Maximilian Koch für die Abendzeitung, bitte. Ja, Michael, es haben ja viele Franzosen schon vor dir bei Bayern München gespielt. Wer hat dich besonders beeindruckt und hast du vielleicht auch ein Vorbild in der Offensive? I like Ribéry, obviously. Ich mag Franck Ribéry sehr. Er ist für mich der Spieler. Wenn ich an Franzosen denke, die bei Bayern gespielt haben, dann würde ich vor allem an ihn denken. Dann wieder Vincent Schirpke für TZ und Merkur. What do you expect from the Bundesliga? Was erwarten Sie von der Bundesliga? Glauben Sie, es wird anders sein im Vergleich zur Premier League und passt das Ganze zu Ihren eigenen Qualitäten? Ja, es wird sicherlich ein wenig anders sein, aber ich weiß es nicht. Nächster, erste Reihe, Christian Kunz für die DPA. Eine Frage an Max Eberl. Er hat jetzt wegen Olympia ein paar Wochen verpasst. Auf was kommt es jetzt in den ersten Tagen an nach der Olympiateilnahme? Na, das Schöne ist ja, dass er quasi topfit zurückkommt, also gesund und mit einigen Spielen in den Beinen, mit Erfolgserlebnissen bis auf das Finale natürlich, nicht mit dem Gewinn der Goldmedaille, sondern leider nur Silber, aber natürlich mit kompletten Spielen. Und jetzt in der Kürze der Zeit heißt es einfach, die Mannschaft kennenlernen, die Jungs kennenlernen, natürlich Vincent Kompany auf dem Platz kennenlernen, weil neben dem Platz hat er ihn ja schon kennengelernt. Und das ist jetzt in der Kürze der Zeit der erste Ansatz und dann natürlich über die nächsten Tage und Wochen immer intensiver die Jungs und die Mannschaft kennenlernen und natürlich auch den Verein. Nebendran Julian Buhl für T-Online. Hello, at Chelsea you already played together with Jamal Musiala. At Chelsea haben Sie schon mit Jamal Musiala zusammengespielt. Wie eng ist Ihre Verbindung und was halten Sie von Ihrer jetzigen Möglichkeit zusammenzuspielen? Ja, wir haben, als wir jünger waren, eine Zeit lang zusammengespielt. Wir haben nicht so viel miteinander gesprochen, aber als ich herkam, haben wir schon miteinander gesprochen. Er ist ein Top-Spieler und ich bin sehr froh, mit ihm jetzt zusammenspielen zu können. Weiter geht's. Wo? Erstmal nicht. Dann schieben wir vielleicht ein Foto wieder ein, das obligatorische von dem Trikot. Und wenn noch eine Frage kommt, dann machen wir die natürlich auch. Please, let's make a photo. Together. Yeah. The back. The back and front? The back or the front? That's this one, yeah. Sieh so. Sag doch back. Dieter. Geh aus dem Bild raus, so. We're done? Okay, thank you. Ja. Keine weiteren Fragen? Dann sehen wir uns gleich. Okay, we go. Wow. Also ich bin sehr überrascht, dass keine Nachfragen kamen. Vielleicht, weil man das jetzt mal so kommuniziert hatte. Lob und Anerkennung. Vielleicht waren die Freunde der Bild-Zeitung aber auch nicht da, ich weiß es nicht. Aber Lob und Anerkennung, dass da keine Fragen in Richtung derer gegangen ist, was ich gerade kommuniziert habe. Gut, Leute, das war's zur Vorstellung von Michael Olise. Relativ kurz und schmerzlos, aber auch völlig fein. Seine Antworten kurz und schmerzlos. Wenn er auf dem Fußballplatz auch so agiert, kurz und schmerzlos, werden wir eine Menge Freude an ihm haben. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Kann ihn null einschätzen, habe auch nur das mitgekriegt, was man so gelesen hat bei Olympia. Ich habe selber nichts gesehen. Und von daher bilden wir uns mal unser Bild nach den ersten paar Wochen, denke ich, ne? Wenn er bei uns ist oder bei uns
ist ja bei uns, wenn er bei uns gespielt hat und so weiter. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Haut rein. Für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde.